Da würde ich sagen, wir lassen es uns schmecken. Also das ist echt der Hammer. Das ist der Hammer. Servus, grüß euch meine Lieben. Heute gibt es ein neues Video, aber nichts Besonderes. Ich mag heute einmal kantonesisch kochen und da liebe ich diese Uncle Ben's Soße, weil die bringt man einfach selber nicht so hin. Man bringt schon hin, aber so ein bisschen aufwendig, aber das will ich heute nicht. Dann im Basmati die Limette Koriander, also von Oryza, ein sehr guter Reis, muss ich sagen. Und dann haben wir ungefähr 250 Gramm Hähnchenbrust in Würfel geschnitten und tiefgefrorene Brokkoli-Röschen, weil ich habe keinen frischen da, aber der geht genauso gut. Und ein bisschen Öl. Und das Ganze mache ich halt mit der Bushbox XXL, weil das einfach ein sehr geiler Kocher ist. Und das Ganze betreibe ich heute mit dem Trangia Spiritus Kocher. Gemütlich auf Terrassen und so kann man nebenbei ein bisschen relaxen und nebenbei tun wir da brutzeln. Und das werde ich heute machen. So, jetzt werden wir mal den anheizen, den Trangia. Ja, brennt. Das merkt man am Anfang aber nicht, merkt man nur, wenn es heiß ist, weil die Flamme sieht man so gut wie nicht. Ja. Aber ist ein geiles Teil. Das Schöne ist bei der Weber-Pfanne, ja, die war bei meinem Weber Geschenk alles dabei. Da kann man den Griff abnehmen. Ja, wackelt ein bisschen. Die stellen wir jetzt da drauf. Jetzt brauchen wir aber zuerst die Topfeinlagen, die Topfauflagen. So, wunderbar. Die Topfauflagen. Dann machen wir das drauf, lassen wir es mal ein bisschen erhitzen. Wenn der Griff am Anfang zu schwer ist und noch nichts drin ist, dann kann man den nochmal runternehmen. Dann stellen wir es so drauf. Und das wird heiß. Dann ein bisschen Öl rein. Braucht man nicht so viel. Ich denke mal, das ist schon ein bisschen heiß. Dann würde ich sagen, ich kann das jetzt ein bisschen anbraten. Ich habe ein bisschen gesalzen und gepfeffert. Also der Trangia hat wirklich Power, eine feine Sache. Und das nur mit Spiritus, kann ich nur sagen. Das Teil fett. Ja, kippt immer noch ein bisschen. Wenn es runterkippt, haben wir Pech gehabt. Ganz einfach. So. Schaut ja herrlich aus. Das glaubt man gar nicht, dass der Spiritus-Kocher so eine super Hitschärfe hat. Einwandfrei. Bushcraft Essentials Bushbox XXL.
eine deutsche Wertarbeit, voller VA-Stahl, Edelstahl-Variante. Unten wird er nicht heiß. So, theoretisch kann man das Teil überall mitnehmen, Glühwein kochen, Maroni kann man sogar machen, das gibt es auch, habe ich auch schon probiert. Und ja, tolle Sache. Mal ein paar Röschen mit rein. Es läuft wunderbar, schnell und einfach, und ich liebe einfach diese Angetränkssoßen, weil sie sehr gut abgestimmt sind. Und ja, sicher, man könnte das selber machen, aber das will ich halt nicht. Ich mache halt einfach schnell und einfach. Ich liebe Brokkoli. Passt fast zu jedem chinesischen oder thailändischen Gericht. Na gut, ich brate das ein bisschen an und dann geht es weiter mit dem Reis und der Soße und dann ist schon fertig. So, das schaut jetzt schon nicht ganz lecker aus. Der Duft ist super. Also probiert dann unbedingt die Soße aus, die kantonesisch. Ich kann Ihnen nur sagen, eine coole Soße. Da haben wir ein kleines Stück Bier drin, nicht zu viel. Also ich tue immer ein bisschen einen kleinen Schluck Bier mitnehmen. So. Den Reis ein bisschen kneten. Dann wir den Reis schön drunter heben und einmal schön erhitzen. Und durch den Reis tun wir nur mal einen kleinen Schluck nehmen. Und schon hat man auf dem Spirituskocher ein schnelles Gericht. Wahnsinn, Wahnsinn, der Duft. Der Duft ist der Wahnsinn. Also wenn es Geruchsfernsehen geben würde, dass die das nicht erfunden haben, verstehe ich sowieso nicht. Ich kann das einfach nicht verstehen. Jeden Scheißdreck erfinden sie, aber das nicht. Was ist da dabei, wenn ich beim Fernsehen unten so eine Düsen reinmache, wo der Duft rauskommt? Naja, vielleicht erfinden sie mir einmal. Das Schöne ist das, man könnte jetzt noch Zwiebeln einschneiden, Karotten könnte man einschneiden, man kann es auch mit Garnelen machen, mit Fisch, schmeckt genauso gut. Also mit Garnelen haben wir schon mal gemacht und schmeckt genauso lecker. Das ist wirklich... Oh. Und der Spirituskocher, der macht einfach eine bombastische Hitze. So, das müssen wir jetzt
Und ich habe gerade festgestellt, ein kleiner Schluck Bier. So. Nur ein kleiner Schluck. Ja, muss ja nicht gleich ein halber Liter sein. Ist das geil. Freunde, das ist so geil. Das ist wirklich geil. Man könnte noch ein bisschen Chili rein tun. Lasst einfach den fantasiefreien Lauf und dann funktioniert das. So, das lassen wir jetzt noch ein paar Minuten aufkochen und dann genießen wir die ganze Leibspeise mitten auf Terrassen. Prost! Helmut, das hast du wieder super gemacht. Wie immer halt, eh klar. Das ist mir heute einmal spontan eingefallen. Ach, machst mit der Pushbox was auf der Terrasse. Ja. Und meistens gelingt es ja immer. So, ich würde sagen, das ist fertig. Wir probieren es erst einmal. Der Hammer, der absolute Hammer. Der Reis ist jetzt durch. Fertig. Ich würde sagen, runter mit dem Ding. Den machen wir aus, den schieben wir weg. So, Essen ist fertig. Jetzt werden wir noch ein bisschen salzen, habe ich festgestellt. Das ist ein bisschen zu lasch. Und da haben wir noch ein paar Chiliflocken drüber. Da würde ich sagen, wir lassen es uns schmecken. Also das ist echt der Hammer. Das ist der Hammer. Ohne großen Aufwand. Eine Hähnchenbrust habe ich da reingeschnitten. Ja, die hat ungefähr 200 bis 250 Gramm gehabt. War ein Riesenhuhn. Super. Das Hähnchen. Also wirklich schnell, einfach lecker und ich glaube, die schmeckt der Kinder sehr gut, weil es ist nicht zu scharf. Wenn man den Chili weglässt, ist er nicht zu scharf. Und die Soße Uncle Ben's kantonesisch Soja pikant. Also schmeckt wirklich geile Nummer. Ist ja keiner da, der mich lobt. Ja, wenn wir selber auf die Schulter hauen. Prost, meine lieben Freunde. Macht es einmal nach. Probiert einmal irgend so eine Sorte aus. Einfach ein Basmati-Reis mit Limette und Koriander. Den gibt es schon fertig. Von Oryza ist der, ja. Ein bisschen Brokkoli-Röschen oder Karotten, was rein tut, oder Zwiebeln. Und reicht locker für 2 Portionen. Und der Geschmack ist der absolute Hammer. Ja gut, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst ein Abo da, liken, kommentieren würde mich freuen, und wenn dieses Video nicht gefallen hat, ja, dann müsst ihr den Computer wieder abdrehen. Also mit diesem Sinne macht es gut, und ich würde sagen, wir sehen uns wieder beim nächsten Video, gell, oder?
Echt? Das ist eine super geile Nummer. Also wie gesagt, macht es gut. Helmut, die Anker Filmschmiede. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Servus.